Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Ich war eine Zeit lang nicht so oft online, beziehungsweise nicht so oft an meinem Podcast NRW, was pur hat. Auf der einen Seite habe ich schon mich mit Zugang mit Liebe befasst, in der Zwischenzeit also der Batze und den Jimen Dunja. Das heißt, meine Studien, die führen an meinem taoistischen Bereich. Auf der anderen Seite hat sich eine Woche etwas entwickelt, was ich heute vorstellen will, und das ich will mein Buch präsentieren, das sich an der Zwischenzeit dann auch geschrieben hat. Ich kann wirklich nicht anders ausdrücken. Ich weiß, es schon geschrieben, aber trotzdem, dafür will ich ein bisschen drüber gehen. Um was es geht, weiß ich, das Ganze überhaupt entwickelt hat, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, so ein Buch zu schreiben, was eigentlich am Gesamten dahinter hängt. Das Buch selber geht um das Thema Sigille. Schon vor einem paar Jahren habe ich auf einer amerikanischen Seite, also an einer Facebook-Gruppe, hatte ich einen Zettel von welche wie ich Sigille kann absetzen. Ich persönlich habe es mega spannend fand. Einfach aus dem Grund raus, weil es auf der einen Seite kann wirklich ansetzen, wo ein mehr mit den Gedanken der Hand geht, auch extrem kreativ kann sein, und auch im Notfall extrem sehr damit kann reagieren, und extrem sehr kann absetzen, je dem was für ein System gebraucht. Und schon so auch für eine Leute gezeichnet, von dat mal gefragt gehen, beziehungsweise von dat und sich die ideale Lesung war. Und auf der anderen Seite haben natürlich auch ein paar Leute angefangen, mehr Fragen zu stellen darüber, weil sie die Symbole faszinant fanden, weil sie gemerkt haben, dass sie immer individuell auf die Einzelperson abgesagt haben. Und da kommen ein paar ganz viele Fragen ab. Und uns eigentlich war es meine Idee, eine Kur zu machen. Das ist die Idee auch noch nicht ganz aus der Face, aber das war unsere meine erste Idee. Das ist schon mal Notizen gemacht, was will ich an dem Kur überhaupt rüberbringen, was sind denn Lehren, die ich ja noch am Kur gebrauche, beziehungsweise die ich auch den Leuten, die Kur holen, dann mit auf den Weg gehen, bis ich dann so ungefähr so 40 Seiten zusammengestellt hatte. Nun, also da war in dem Moment, wo ich das gemacht habe, auch noch eine andere Problematik ging, die ich eine lange Zeit so mal vor mir gewesen habe. Und zwar habe ich, wo ich bis die 40 Seiten zusammengestellt habe ich Leute, denen ich des Öfteren geholfen habe, egal auf was für eine Situationen, habe ich die Gefallen gebeten, die 40 Seiten mal durchzulesen, für zu gucken, als irgendeine Frau, die nach abkennt, die ich an der Kur kann abbauen, als irgendetwas, was sich nicht richtig auffällt, etc., etc., einfach für ihre propre Feedback zu kriegen. Von verschiedenen Leuten, die eben mal gesagt haben, mit voller Begeisterung, also 3 auf jeden Fall mal, die mir mit voller Begeisterung gesagt haben, dass sie den Text lesen, natürlich, und dann hinterher, wenn es da brauchst für die Kur zu bereden, für so Versuchskaninchen, sind wir auch da, ja. Davon hat eine Person in der Kur, also die 40 Seiten durchgelesen, die sich wirklich Zeit geholt hat, die Seiten durchzulesen, es auszuprobieren, mir noch ein Feedback gegeben hat, mit dem ich wirklich weiter abbauen konnte. Der Person will ich auch natürlich nach ein Jahr vielmals merci dafür sagen. Die anderen 2, da ist das echt in die Richtung gegangen, wie war das? Ich habe 12 Seiten gelesen und wenn du gerne hast, dass ich weiterlesen, dann soll man Bescheid. Und ich schon da müssen auf demselben Moment auch feststellen, dass Leute, die ich für Freunde gehalten habe, nicht wirklich Freunde waren. Was hat das mit meinem Buch zu tun? Wo ich dann da mal meine Trauerarbeit par rapport zu den Leuten gelesen hat, weil ich der Meinung war, dass ich natürlich auch mein Teil zu drohen habe, und dass ich die, wie soll ich sagen, die Täuschung, die ich eigentlich geliefert habe, bis dahin, wo ich dann enttäuscht gouf, also wohlgemerkt richtig verstanden, nicht am Sinn von, die Leute sind enttäuschend oder so, mehr einfach am Sinn von, meine Täuschung, dass ich da so eine Illusion drüber hat, die als abgelöst ging, die ist zerplatzt wie ein bloß. Mir schon aber dadurch festgestellt, dass dem Moment, wo ich gesagt habe, dass so Leute nicht mehr an meinem Leben einen Platz haben,
habe ich da festgestellt, dass ich mal extrem viel Energie dem zurückgeholt habe, worauf ich dann mit dem Feedback, dem wirklichen kostbaren Feedback, den ich gekriegt habe, dann aber den Text nachher durchgelesen und mir nach anderen Sachen angefallen sind und ich die Energie komplett dran gesagt habe, daraus ein Buch zu machen. Das heißt, irgendwie waren das keine 40 Seiten mehr, das waren mal 75 Seiten und da sind ich dann noch gegangen und ich habe die komplett proper abgesagt und sie bei Books on Demand habe ich sie dann dem Moment angesagt, für dass sie da publiziert gehen. Was hat es mit dem Buch auf sich? Für das ein bisschen anders zu erklären, will ich mal für dich so, was das Buch nicht ist. Das ist vielleicht eine erste Sache, die ganz interessant kann sein. Was ich das öfteren an so Büchern gesehen, das ist, dass Leute irgendwo ganz Seite von vorgefertigten Sigillen haben, die da Leute können für ihre Zwecke gebrauchen. Oder auch im Internet finden der ganz viel. Wenn ich versteht mich richtig, wenn die so schwätzen, sind ich der Meinung, dass sie immer mal soll probieren oder ausprobieren soll, je nachdem zu was für einem Sujet natürlich. Aber das, was für mich mir wichtig war, und das ist das, worum es in dem Buch geht, das ist erst Techniken mit auf den Weg zu gehen, für das der eigen individuell Sigille könnt machen. Das heißt, es geht mir Männer darum zu sagen, hier oder Sigillen, und hier ist die Historie und die Geschichte von den Sigillen, ja, das ist ganz kurz abgegriffen gehen, wo mit dem Wort unsicher, was das mit sich hat, wo Sigille stehen par rapport zu Talismanen, par rapport zu anderen Symbolen, aber es geht mir an erster Stelle darum, ich sage mal auf den Weg zu gehen, für das da könnt no Sigillen selber individuell machen. Das heißt, das sind dann eher persönliche Sigillen, die da natürlich dann auch an erster Stelle sollt für euch selber gebrauchen. Was ist ein Sigil? Ganz kurz abgegriffen, ein Sigil nicht, das ist ein Quattelech, ein Sigil als ein Symbol, als ein Zeichen. Es könnte sich auch von dem Wort Sigil, das heißt, es war wirklich ein Machtzeichen, schon plus ou moins nicht nehmen an dem typischen magischen, aber zum Beispiel die wichtigen Regenten hatten einen Sigelrang, und mit dem Sigel haben sie etwas aufgezeichnet, das dann dem Moment so als Befehl rausgegangen ist. Und so kann das auch eben verstehen, just das Hai aus der Wieder selber ein Symbol geschaffen wird, für das einfach aus dem typischen Wortsystem rauskommt. Weil wenn wir schwatzen, da sind wir am Beta-System, da sind wir am Beta-Denken, was ziemlich flach am Denken ist, wo also eine Energie sich nicht kann wirklich so mal imposieren, für mal so auszudrücken. Und dadurch, dass sie das umbaut, das auch am Buch Schritt für Schritt dann erklärt, gibt daraus ein Symbol, aus der Symbolik und aus der anderer Welt schon teilweise abstrakt ist, aus der abstrakten Symbolik raus, entsteht dann noch eine andere Schwingungsebene, die dann im Moment kann eine Wirkung an den Richtungen haben. Wo man natürlich ein anderes Thema abgreifen. Ich probiere das mal ein bisschen umzusetzen. Das heißt, verschiedene Fragen sind global abkommen, an die wollte ich ein bisschen durchschwellen. Ist das dann nur echt psychologisch, ist es spirituell, ist es artistisch? Schon eine ganz klare Antwort darüber, ja. Und zwar psychologisch, ja, weil der setzt sich mit einem Problem auseinander, der setzt sich mit ihrer Idee auseinander, wie eine Lesung kann aussehen, beziehungsweise wie eine Lesung will formulieren. Also sind wir da komplett am psychologischen NRW. Wir sind natürlich am spirituellen global, also nicht die moralische Spiritualität, von der wir gerne hier am Westen schwatzen, mehr an den östlichen Philosophie gehört zur Spiritualität eben auch Magie dazu, am magisch Arbeiten gehören damit dazu, und natürlich auch artistisch. Weil wenn da ein Sigil guckt, wie die ausgesehen, dann merkt er, dass das mehr abstrakt ausgesehen, mit dass du mit den Strichen, mit den Formen wirklich etwas Artistisches kann gemäht gehen. Zum Beispiel, was ich auch an dem Buch hier kurz ausschwätze, von Ideen, es sind Leute, die so ein Bild gesehen und so, oh, ich gesehen da so mal ein Fisch dran, aber da kann er ja noch hingehen, wenn er mit global Sigille gebraucht, dann wollen sie sich daheim an ihre Wohnung abhängen,
kann hingehen und da kann die Fische rauszeichnen. Das heißt, für die anderen Leute ist das ja nur ein Bild von einem Fisch, mit der wisst ihr immer, was der Hand sticht, was die Symbolik der Hand ist, ob was der Fisch abgebaut ist in dem Moment. Dann ist es eine Frage natürlich, die vielleicht auch ganz wichtig ist, dass das ein Buch für Anfänger oder für die schon die Mathe praktizieren. An Mengen an ist es für Beitfälle der Fall. Natürlich kann es ganz gut sein, dass die schon eine Zeit lang die Mathe schafft, dass die nur echt dahin geht und sagt, ja, ich kenne das dort, mit kann aber ganz gut sein, dass nach Aspekte an dem Buch findet, die aber einen gewissen ein anderer Blick darüber oder eine Idee darüber bringen, die selber nicht Schirm hat. Auf der anderen Seite natürlich vielleicht die wirklich bei Null aufhängen, die können damit schaffen. Bedeutet, dass sie Magie muss können. Ich gehe hier kurz auf das Wort Magie an. Das Wort Magie ist an dem Wort Imagination dran. Guckt eine gewisse Imagination zu. Wirklich malen muss er auch nicht können, weil es gibt verschiedene Techniken, wie das so ein Sigil zeichnen. An den Punkt in der Geschichte ist, dass eben es auch eine Möglichkeit gibt, so mal ein Sigil einfach wirklich mal einem linear zu zeichnen. Und insofern sind da also nicht darauf angewiesen, dass sie ein mega künstlerisches Produkt muss sein, wenn da merkt, dass das nicht für erst funktioniert, weil das nicht wenn es so nicht kennt, da sitzen statt gerne ein bisschen zwischen Gänsephysischer, weil ganz viele Leute, die mengen, sie hatten absolut keinen Droht zu irgendeiner artistischer Fähigkeit und stellen dann aber ja nur wunderschön Sigillen hier, also, weil das einfach so an den Fluss kommt, weil sie so viel Spaß daran haben, dass das in dem Moment das nicht so unartistisch ja nur ausgesagt wird, mal so auszudrücken. Dann kennt natürlich auch vielleicht ein Froh ab, sind Sigille gefährlich. Das Thema Ethik greift nicht auch an meinem Buch ab, weil ich persönlich fand, dass es wichtig ist. Ich weiß, dass ganz viele magische Aspekte immer so 2 Punkte angesprochen gehen. Den E-Punkt, den ist, alles ist gut, ich kann gebrauchen, was ich will, alles geht, es gibt nichts, was ich falsch kann machen. Doch, es gibt Sachen, die ich falsch kann machen. Wenn sich aber wirklich ein bisschen um einen gewissen Ethik hält, am Sinn von, dass sie respektvoll damit umgeht, dass sie vielleicht nicht ein Sigil absetzt für einen Pest auf den Hals zu wünschen, für was sollte dann ein Sigil nicht funktionieren? Oder beziehungsweise für was sollte dann gefährlich sein an dem Sinn? Das heißt, da geht es darum, dass er selber anfragt, dass er an er selber guckt von wegen, ich gehe nicht aus einem vollkommenen Irrger oder einer vollkommenen Euphorie heraus ein Sigil probieren zu erschaffen. Auch das ist eigentlich kurz angesprochen. Mir immer so mal ein nur drüber schlafen, eher gehen und mal zusammensetzen, was will ich mit der Sigil wirklich erreichen in dem Moment. Das wäre so mein Point de vue dazu. Also insofern, Ethik hat für mich nicht mit der Magie und sich, mit der Sigil und sich zu tun. Ethik hat einfach etwas mit Mensch zu tun. Entweder ein Mensch hat eine gewisse Ethik oder nicht keine. Ein anderer Punkt, den auch ganz oft angesprochen wird, das sind dann als Herz allerliebst Schwarzmagier von ich nicht leben. Da kann das nicht kommen, so funktionieren Energien nicht. Das heißt, einfach aufpassen, die Sache respektieren. Aber wie gesagt, ein nur drüber schlafen, eher in der aufhängt, etwas an dem echten Impuls rauszumachen, sind ich der Meinung, dass ein damit ganz gut schaffen kann. Da kann die Frau von wegen natürlich eigentlich vor die Stelle wert oder beziehungsweise die abkennt als, ja, funktionieren die Sigillen dann noch? Ja, sie funktionieren. Sie funktionieren aber nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Also ich will ja nicht 3 Beispiele erklären von wegen, wo ein Sigil tiptop funktioniert wird, weil das ist am Sinn von, was weiß ich, mein Plan ist es, eine Arbeit zu finden, der sitzt ein Sigil darüber hin und der fand eine Arbeit, alles schön gut, natürlich, der muss immer nach Erd machen, das ist also nicht, dass erst der unbedingt so geflucht, an dem Fall, mehr, es unterstützt die ganzen Dinge. Aber sie kann auch anders funktionieren. Und ich will von meiner letzten Sigil, die ich gemacht habe, will ich erst eine kleine Anekdote erzählen. Das heißt schon, es war so ein Weekend, den gemacht war, den dann frei war, der gratis war, für zu einem gewissen Sujet etwas beizulehren. Und ich schon mal den Weekend rangezogen und es war mega spannend. Und ich war wirklich so ein Punkt zu sagen, wow, das wird zwar wirklich der Kur zu holen,
natürlich ich überlege mir das immer, weil die Kur kannst du auch nicht nicht. Also weil so am Gang zu überlegen und ich gesagt, weißt du was, dann gehst du mal hin und du hältst die Kur und schon die Kur gebucht und hun eng Sigil abgesagt, dass die Kur interessant und spannend und lehrreich für mich wäre. So eine halbe Stunde spät habe ich gesagt, kriegt, dass meine Buchung nicht funktioniert hat und dass ich nicht am Kur dran bin. Und ich habe in den nächsten Moment gedacht, und was soll ich dann nicht tun, ob sie schon. Wo ich ein bisschen weiter an die Sache rangegangen bin, par rapport zu dem, was es am Kur, also an dem freien Weekend, an dem gratis Weekend erklärt wird, und ich da musste feststellen, dass es da, was mich betrifft, schon die Sachen, die Informationen gibt, die ich gebraucht habe. Das nicht gegen dem sei Kur gewesen, also dass man mich doch richtig versteht. Aber das war wirklich ein bisschen so am Sinn von, das war eine Kur für Aufhänger, ne, dass man Sachen kommt von wegen, ja, wenn da nicht, da lehrt der Lommel und da geht der Lommel forciert, für 4 Leute zu schwätzen und so. Das sind alles Sachen, wo ich auch keine Probleme habe. Das heißt, wenn das eine Kur möchte, für 6 Monate, und das übt 3 Monate dran, wenn ihr 4 Leute schwätzt, ja gut, dann ist die Kur effektiv nicht für mich. Also so kann ein Sigil auch funktionieren. Ja, sie kann auch wirklich an die Richtung eben funktionieren, wie sie geplant hat. Aber wenn ein Sigil nicht so funktioniert, wie der erst vorgestellt hat, da ist erst bewusst, ja, die Sigilen, die greifen an andere Energien ran, die andere Informationen haben par rapport zu unserem Ziel, das wir gesagt haben. Das heißt, sie wirkt immer nach, aber nicht so, wie wir es wollten, aber so, wie wir es gebraucht haben. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen eng Information auf den Weg gehen hun, was es an dem Buch geht, wie so Sachen können funktionieren. Wenn der Interesse hat, der könnt mein Buch bei Books on Demand bestellen, oder wenn der über mich direkt geht, da können wir es gerne ein bisschen zusammensetzen und drüber schwatzen, für das ich auch eine Signatur dran machen, nicht wenn der will, natürlich. Und wenn der auch interessiert seid, darauf sind eine Kur, den dann natürlich auf dem Buch basieren wird, zu machen oder zu buchen, da sollte man wann nicht Bescheid, weil ich werde auch darunter schaffen, für das auch das Buch trotzdem immer als Basis für einen Workshop, also wo ich dann an einem Raum sehen, wo ich zusammen kann schaffen, auch zusammen kann, ein bisschen auf die Sigilen aufpassen, nach weiter abfrohen agehen, die vielleicht nicht am Buch abgegriffen gesehen, dass natürlich so Kur auch nach immer eine Idee aus, das heißt, dass wir nicht, weil ich ein Buch rausgehen haben, dass die Idee vom Kur komplett aus der Welt ist in dem Moment. Ich hoffe, der sieht ein bisschen viel, was sich gehen, und vielleicht tut er den anderen da Lust, sich entweder bei mir zu melden oder sich Buch zu kaufen. Bis dann!